Es geht weiter, stets heiter, zurück im Untergrund bei Tears of the Kingdom. Ein seltener Anblick bei mir, tatsächlich, der Untergrund eher, naja, bisher mehr oder weniger gemieden, das wird sich ändern. Und jo, wir sind in einem interessanten Ort, will ich mal meinen. Da geht es hier und da noch irgendwie weiter, das gucken wir uns später mal noch an. Weil der Ort, wo wir gerade hier sind, das könnte bereits der Zielort sein, den wir gemäß Hauptquest eigentlich hin sollten. Und jo, hier muss ich was aktivieren. Da drüben, das sind zwei Igas, ziemlich sicher. Dieser gleich outen werden, hoffen wir jetzt mal. Und wir haben auch nicht mehr so die aktiven Waffen, ne? Die sind alles schon ziemlich gut angebrochen quasi. Das könnte lustig werden. Autorisierung erfolgreich. Es fliegt sich. Übertrage die Automatik. Ich empfehle diese für Forschungen im Untergrund und Ausgrabungen von Sonanium einzusetzen. Endlich, da ist sie, die letzte Fähigkeit. Die Bautomatik. Hier werden ausgeführte Ultram-Bauprojekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe und Sonanium sofort nachgebaut werden. Träume ich oder ist es gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von der im Text die Rede ist? Unglaublich, es wäre toll, wenn du uns das demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen, diese Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Das wollen wir neu erstellen. Ich weiß. Zufällig ist nur unser Fahrzeug kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. Rad abgefallen. Aha. Ist ganz auseinandergebrochen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Rundenpreis zu reparieren? Kannst du doch gerne versuchen. Da vorne sind noch unser Objekt. Kann das irgendwie noch speichern? Du hast keine Baupläne registriert. Ja, aber einfach irgendwie etwas, was ich zuvor gemacht habe. Zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier ein cooles Gerät gebaut. Und ich würde es gerne speichern. Das geht nicht. Okay. Das hat funktioniert, das abgefallene Rad ist wieder dran. Geil. Jetzt kommt die Hauptattraktion. Eine Reparatur des total kaputten Fahrzeugs auf dem quadratischen Podest. So zu wieder flott. Du bist mal ein bisschen zu direkt, Kumpel. Verlauf. Ja, okay, ist wirklich so. Klappt wirklich 1A. Sicher doppelt. Das ist auch blitzschnell gebaut. Nichts weniger aber mir von der Macht der Götter erwartet. Es ist nicht die Macht der Götter, es ist die Macht der Sonau. Die Sonau sind keine Götter, die sind sterblich, wie alle anderen auch. Dankeschön und tschüss. Die Macht, unfassbar. Meister! Koga? Ist er hier? Gute Arbeit, ihr beiden. Oh, Koga, ist lange her, Kumpel. Willst wohl mal wieder platt gemacht werden, wa? Kein Ding, mein Alter. Und du da, Schwerkämpfer, du hast auch was bei mir gut. Ja, du hast auch was bei mir gut. Niemals wird er vergessen. Wir haben mich aus unserem versteckten Gerudo-Wüsten nach hier unten stürzen lassen. Ach, nee. Wie geil.
Okay, das ist echt geil. Kurze Erklärung für diejenigen, die Breath of the Wild nicht gezockt haben. Für die ist es wirklich gerade ein bisschen, was jetzt passiert. Bei Breath of the Wild mussten wir auch schon, oder konnten, sage ich jetzt mal, gegen Koga antreten. Ich habe schon mal erwähnt, dass eigentlich die Jäger sie ja versteckt in der Wüste haben. In der Nähe der Gerudo-Stadt. Und ja, er hat halt irgendwie da so ein, keine Ahnung warum überhaupt, so ein riesiges Loch da, wo er irgendwie auch ganz seltsame, irgendwelche Objekte hat rausfliegen lassen. So, ich habe keinen Kampf nicht mehr komplett im Kopf. Auf alle Fälle haben wir halt, da haben wir gegen ihn gecatcht und so. Und ja, am Schluss ist er halt runtergefallen, wa? Und ich meine, ein riesiges Loch im Boden. Wo sind wir jetzt, im Untergrund? Den gab es halt bei Breath of the Wild noch nicht. Das heißt, er ist die ganze Zeit hier unten gewesen. Der Untergrund, ja gut, das stimmt natürlich, der Untergrund gibt es eigentlich schon immer. Man war vorher zu blöd, ihn zu finden. Warum sollte man runtergehen, ne? Die meisten Löcher, vor allem die mit Miasma, die waren natürlich vorher noch gar nicht da. Die kamen jetzt erst. Lustig. Dieser Zelda, mein allergrößten Feind. An dir, Link! Ich bin jemand des größten Feindes. Das ist für einen Helden immer das Größte auf der Welt. Sag nicht, du wirst mich vergessen. Nein, nein, mein Lieber, wir sind doch das Schicksal verwunden. Okay, jetzt überdramatisiert ein bisschen. Es ist fast ein bisschen wie zwischen Joker und Batman. Hör meinen Namen und zittere erneut. Ich bin der Meisterjäger. Der Starke, auch im Untergrund Mächtige. Jetzt hat unübertreffliche Koga! Freut mich. Anführer der Jäger. Also, da war die ganze Zeit hier unten, kam gar nicht mehr zurück in die Oberfläche, oder was? Wenn die Macht, der könnte nur den Nagel gerissen hast, nach der wir gesucht haben. Hä? Was heißt so einen Nagel gerissen? Ihr wolltet, dass ich die aktiviere. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Ich nehme es an. Warum sonst was hier unten? Du. Du hast geschummelt! Hä, wieso? Wir raten uns ja um Zeugs in ehrlicher Handarbeit. Die Jäger und ehrlich. Ist schon klar. Aber du kannst es im anderen drin erledigen, ohne Mühe. Das ist Betrug. Ich habe mein Recht auch noch für eingebüßt, ja? Kämpf du mal gegen Ganondorf. Was? Diese Macht über der Person, die wir huldigen, sehr nützlich sein. Seine Großartigkeit nämlich. Die Verehrung Ganon? Oder wie ist sie mittlerweile seinen richtigen Namen? Diese Macht soll also dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du sie zu stehlen? Ich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Ja, versuch's mal. Mach dich bereit. Und du willst mir was in Cheaten erzählen? Was machst du gerade da? Dein Ernst? Okay, das Spielchen mache ich mit, Koga. Dann wäre der Kreis ein bisschen zu groß, weißt du schon. Oh, ich sollte besser zielen. Na? Was machst du da? Oh, was nehmen wir jetzt für eine Klinge? Nehmen wir ein bisschen die Dinger hier. Wohin? Nun wieder. Spiel wieder. Ja, Koga Dinge zusammenbauen, das bringt nichts viel und nichts weiß, wie es geht. Also, ich meine, wie der Kampf damit geht. Na komm, setz mal deinen Ball ein, ne? Ich will da was testen. Der Wendekreis ist ein bisschen besser als der andere. Er setzt gleich Richu ein. Ist ein gutes Ausdauertraining, kannst sagen, was du willst. So, jetzt reicht's mal langsam. Ist ja schneller, wa? Wo ist er jetzt?
Wow! Also ganz knusper bist du auch nicht mehr, wa? So, jetzt reicht's mir. Der muss mal ein bisschen abgekühlt werden, aber ich habe natürlich keine Wasserpower. Einfrieren. Ah, doch, abkühlen. Das geht nicht bei ihm. Hey, Koga. Oh, schon wieder. Ja, versuch's nur. Oh! War gar nicht mal so übel, Alter. Weil es bist du irgendwie langsamer als vorher war, kann das sein? Oh, komme gar nicht. Hey, wo ist er? Ich könnte versuchen, das wäre eine Option. Alter. Ich wollte gerade einen Deckensprung einsetzen, weil ich dachte, wir wäre eine Variante, aber wenn er so einen Quatsch macht. Ich schock dich mal. Ja, Impertinent erwischt! Was wagst du es mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Taschenspielertricks? Das sagt ausgerechnet Jäger. Also einer von den Chikas. Ja, der Klüger gibt nach. Okay. Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Oh nein, die Jäger sind hier unten überall oder was? Und ich hatte beobachtet. Du nutzt deine rechte Hand, um das Konstruktor zu steuern. Ja, ich weiß. Doof ist er nicht. Also ich muss dann schleunigst mal los zur verlassenen Südwestminen. Da schreibe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Hä? Wie geht das? Also war das mir zu folgen? Vergiss es! Okay, das Storytelling ist natürlich geil. Gut, das erscheint der Tour. Kogas finstere Pläne, Episoden. Ich meine, ja, es macht Sinn. Der war seit dem Ende vom, oder Mitte von Breath of the Wild, wie auch immer, war der halt hier unten. Weil er halt, naja, weil er halt doof ist. Nein, Quatsch. Weil er halt, ja, weil er gegen uns verloren hat, dann war er halt hier unten und die Dinger waren natürlich schon immer hier unten. Ne? Ich meine, die ganzen Sonar-Dinger, die gab es ja auch zur Zeit von Breath of the Wild, nur konnten wir die ja noch nicht entdecken. Ja, und weil er halt schon hier unten war, konnte er schon alles ein bisschen erforschen. Weiß er auch schon von allen Minen und so weiter. Ach du Scheiße. Hat er einen Untergrund? Sperrkostenbericht, ja, machen wir direkt auch. Gleich natürlich. Kogas finstere Pläne. Okay. Genau, Gigama-Skulptur muss ich auch noch machen. Was mir aufgefallen ist, Freunde, dass viele das zuletzt platt gemacht haben hier unter Frosch. Das war offenbar gar kein Gigama. Es war irgendwie was anderes. Also war schon eine Gigama-Art, aber kein Original-Gigama. Enormer Sonar-Energiekristall. Link. Woher kennt meinen Namen? Danke, dass du den Eindringling vertrieben hast. Übrigens, ich hab's von Koga gehört. Achso, ich habe heimlich eure Unterhaltung gelauscht. Er sagt's ja. Die verlassene Mine im Südwesten. Als letzter Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Macht Sinn, da müsste abgestürzt sein. Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen florierten dort einst, aber nun teilt sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Folgen den Weg, denn die steinen Statuen weisen, unsere verlassene Geodomine zu gelangen. Was muss ich Koga folgen oder was? Ich möchte etwas vermachen. Spiel Sie den Zweck bitte einmal mit einem Argenossen da unten. Mach ich. Aber irgendwas bekommen von Koga? Eigentlich nicht, wa? Das machen, was denn bitteschön? Ich danke dir dafür, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich verstecke mich, um ihnen zu entgehen. Nun gut. Da du über die Bauautomatik verfügst, lass mich dir als erstes diese Bauplansteinplatte überreichen. Ach so. Ja gut, das ist natürlich auch ein Konstrukt, das stimmt. Wenn wir das Objekt herstellen können, gestatte mir den nötigen Teil für dich vorzubereiten, damit du die Bauplansteinplatte ausprobieren kannst.
damit werden wir, glaube ich, noch viel Spaß haben, Freunde. Mit Hilfe vom Bauplan Steinplatten kannst du sogar Objekte anfertigen, die du noch nie zuvor gebaut hast. Ich hoffe, du wirst großen Nutzen daraus ziehen. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich natürlich auch. Wenn ich wieder abbrechen würde. Okay. Also im Abbrechen, das wird noch nützlich sein für, naja, sagen wir einen kleinen Trick, Glitch, wie auch immer. Den ich mittlerweile mal noch, von dem ich gehört habe. Da ist noch ein bisschen was los. Und ja, das aber noch später noch mehr. Da geht es irgendwie darum, dass man auf relativ einfache Art und Weise viel Geld scheffeln kann. Und sehr viel Kohle. Übrigens, das ist ganz gut, dass die Dinger hier sind. Denn ich will ja unser, nenn es mal Hoverboard, gerne noch speichern. Und zwar kommt das Ding erstmal weg. Also bauen wir mal ganz kurz neu. Oh. Nee, nicht ganz perfekt. Ah ne, stimmt, der macht das so. Ich glaube grundsätzlich nicht schlecht, aber wenn die Steuerung wieder mal ein bisschen eine Katastrophe ist, merke ich gerade. Ach, Typ wäre schon richtig. Nehmen wir ganz kurz den hier. Achtung, ich falle! Uff. So. Bauautomatik. Kann ich jetzt das Ding hier... Verlauf, das Ding, ja? Zu Favoriten. Geht das einfach so? Baupläne. Die bleiben natürlich so, die muss ich extra zu Favoriten machen. Perfekt, Freunde. Was haben das schöne Gerät immer wieder? Geil, wa? Sehr gut, sehr gut. Wir gucken uns gleich mal um. Da vorne ist eine Wurzel. Dazu kommen wir gleich. Und ja, ich habe es absichtlich ohne die Riesensamen gemacht. Riesenleuchtsamen gemacht. Das war Absicht. So, bist du einer wie im Himmel oben, dass du mir Batterie machst? Ich warte hier Sonanium zu anderen Materialien. Nachher muss die Flucht ergreifen, um nicht entdeckt zu werden. Okay. Ja, dann schafft umgewandelt. Sagen Sie noch, Bauteile und Konstrukte mit Energie. Zu genau genutzt werden, die Energie in der Batterie wieder aufzufüllen. Energiekristall. Alten Sonau-Energie in fester Form. Bitte seht euch dort um. Prozess. Was ist Sonanium? Großes Sonanium, ja. Die Energie in der Batterie wieder aufzufüllen oder platziere es in einem Kapselspender. Achso, das Ding, ja, okay. Ich hab's vorhin kurz übersehen, deswegen. Okay. Das heißt, ich kann die hier einfach umtauschen.
Was? Großer Sonar-Energiekristall. Haben wir jetzt 125? Ne, er hat so viele, wa? Nee, wa? Bedeutet 90, haben noch, ne, noch 7 übrig. Gut, das reicht eigentlich noch. Okay, aber Batterien daraus kannst du nicht machen. Das müsste der Typ oben machen. Das gucken wir uns mal ganz kurz noch an, Freunde. So viel Zeit muss sein. Wo war denn der Kumpel, der Freund? Der war, glaube ich, hier, war? Batteriemaschine. Ah, hier. Ach, im Untergrund die ganzen Wurzeln finden. Also natürlich im Untergrund auch ein bisschen das Problem ist, da die ganzen Erze abzubauen, weil wir wissen ja, Erze, war dafür wieder Materialien, wieder Waffenverschleiß. Das ist irgendwie so, Nein, klar geht's. Ich kann ja regelmäßig Amiibos einscannen für die Waffen. Da ist nicht so das Problem. Geht mir ein bisschen um eine Grundsatzfrage. Batteriemaschine. Meine Zusatzbatterie herzustellen. Ja, bitte. So, Freunde. Mit den Batterien ist ein bisschen speziell. Da haben wir natürlich auch schon informiert. Zunächst wurde ich ein bisschen gespoilert dadurch, aber haben wir dann auch selber dafür interessiert, weil es doch wichtig fand. Es gibt viele extra Batterien. Sehr viele. Nicht nur die, die wir gerade an unserem Gürtel sind, es gibt noch mehr. Und das alles zu farmen. Oh mein Gott, das wird eine Herausforderung, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Ich meine, natürlich, wenn wir es grundsätzlich machen, ne? So ist es nicht. Es ist halt mir dann ein bisschen die Frage, ob er vielleicht zum Teil auch ein bisschen, noch ein bisschen noch tricksen muss. Und mit Tricksen meine ich natürlich auch den Glitch anwenden, ne? Um mir so Nanium, ich denke vor allem die großen Dinger, extra zu besorgen. Aber will ich jetzt momentan noch nicht machen. Ich warte noch ein bisschen damit ab, wir wollen erstmal im Untergrund ein bisschen alles erforschen und so. So. Aber die Dinge da vorne haben wir gemacht, wa? Genau, also die Wurzel. Das Licht wäre soweit gemacht. Jetzt haben wir ja gesehen, dass hier offenbar ja noch ein paar Dinge sind. Verborgene Gänge und so halt, ja. Oder auch nicht, also keine Ahnung. Und wir haben auf der Karte ja noch viele Markierungen für die ganzen Schätze, ey. Also sprich von alten Landkarten, die wir mittlerweile auch schon Untergrund sage ich schon, im Himmel und so entdeckt haben in Schatzkisten. Danach richtig, richtig lustig. Aber wie hoch geht's denn hier überhaupt? Okay. Ich weiß, ich könnte noch einen Deckensprung anwenden, aber ich hatte bislang irgendwie Angst, dass ich irgendwas übersehen würde. Wie sowas zum Beispiel. Jetzt bin ich wieder hier. Gut, da geht's ja hier wieder raus. Huch. Okay. Ab und zu ein wenig Licht, ab und zu auch nichts. Drüber natürlich Monster, da ist klar. Ja, im Untergrund, das wird noch lustig, Freunde. Das wird noch richtig, richtig lustig.
Aber Untergrund. Was wir natürlich gerade auch noch übersehen haben. Moment. Wieso ist hier wieder das Licht weg? Vorhin war es noch da. Was ist eigentlich hier mit? Irrlicht, eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Scheint zu pulsieren und fühlt sich nicht heiß an, wenn sich ein Nutzen für sie. Ich weiß auch schon welchen. Das hat mit unter damit zu tun. Erinnert ihr euch noch, dass wir am Spätpost eine seltsame Statue hatten, die gesagt hat, Irrlichter. Ja, das muss wohl damit zu tun haben. So. Oh, wer bist denn du? So eine Irrlichtstatue? Oh, aber ohne Augen. Hä? Nee, das sieht so aus. Kommen wir gleich zu. Ich will erst noch... Hier ein Aufzug? Irgendwie schon, wa? Ich überlege, wie wir hier im Untergrund vorwärts machen sollen. Ne? Soll ich doch mal das mit dem Ding noch machen? Jetzt quasi das mit dem Tempel im Untergrund, also quasi zurück zu Joscha, um das abzuschließen. Und noch ein bisschen damit warten, das mehr im Untergrund zu machen. Ein Koga meinte zwar, dass er in Richtung Südwesten unterwegs wäre. Ich würde aber lieber die Zeit, ja, diese und vor allem nächste Folge zu nutzen, um ein bisschen mehr im Untergrund aufzudecken, vor allem. Vergessen das Plateau, Schlosstor, gefangen auf dem Grunde des Wassers. Hä? Den haben wir doch befreit. Hä? Okay. Creepy. Jetzt schwören, hätte ich eigentlich schon befreit. Das war der Staudamm damals. Das sind ewig, ich glaube 40 oder 50 Folgen wieder. Egal. Jäger und Fahrzeuge. Huch. Upsala, wir sind falsch, wir wollen eigentlich hier hin. Aber ich denke generell ein bisschen mehr Licht im Untergrund wäre nicht schlecht, ganz ehrlich gesagt. Dann ab und zu eben noch so eine Schatztruhe auflesen oder eben mal so ein Froschblatt machen, so Nanium farmen. Das klingt schon nach einem Plan. Soll ich sagen, mein Gefährt noch da oder ist es wieder weg? Wenn ich jetzt ein bisschen herumgepottet habe. Das glaube ich wieder weg. Jetzt kann man natürlich mal testen. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich hätte es gerne wieder. Das Ding. Ach, das war auch noch so Nanium dafür. Okay, krass. Ich meine, ich habe jetzt so ein Ding noch hier, das ist nicht so das Problem. Aber auch nichts dafür, man kann es einfach so bauen. Und sonst würde es halt mit Sonanium auffüllen. Okidoki. Ja, ich bin natürlich jetzt ein bisschen sparsam hier mit den Sonau-Energiesphären. Ich kann mir eher vorstellen, dass ich dort noch ein bisschen glitsche und die ein bisschen dupliziere. Wir werden es gleich sehen. Warte mal, ich brauche noch ein Ding. Machen wir es? Funkelfrüchte? Nee, die werden gegen den Gegner ganz gut. Oder gegen hier unten. Ja, Gegner hier unten, da können wir vorstellen, dass die sehr empfindlich drauf sind. Sag mal, wo sind die jetzt? Hallo? Hier unten. Ganz unterst. Ah ne, warte mal, so geht's ja gar nicht. Mein Fehler. Setzen wir das tatsächlich mal hier drauf. Warum fliegt der immer weg?
Aktivierst du dadurch wirklich? Krass. So, wo fliegen wir jetzt zuerst mal hin? Ich würde gerne... Nein! Oh, ich wollte es doch nur wegmachen. Verbrate gerade meine ganzen Materialien, ey, alter Schwede. Ding ist natürlich wieder weg, wa? Also, wenn ihr müsst theoretisch sehen, hat ihr einen Leuchtsamen drauf, aber... Da unten leuchtet nichts mehr. Dass sie einfach immer wieder verschwinden. Bin ich ein bisschen gemein vom Spiel. So. Ich muss auch dran denken, sobald er das Teil geschmissen hat, muss ich das sofort draufschlagen. Nein! So, Ah ne, war ja gar keine Markierung, ist einfach okay. Das Teleport-Symbol sieht einfach so seltsam aus, gut. Ich will die Dinger gerne noch aktivieren. Nachher wird hier noch zur Markierung auf der Karte. Das Ding lässt aber gut lenken, muss er zugeben. Das gefällt mir. Was mir noch weniger gefällt, ist das mit Materialien. Ich habe bereits aber angemerkt, dass ich da, wie gesagt, ein bisschen tricksen werde. Also, sprich hier auch ein bisschen duplizieren werde und so, weil sonst geht es mir ein bisschen auf den Sack. Ich weiß, das Spiel ist natürlich jetzt nicht eigentlich, oder hätte andere Pläne, sag ich mal so, wie es ist. Das Spiel denkt sich jetzt halt hier so, du sollst eigentlich das so und so machen. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf, wann das ja sowieso ein Open-World-Spiel ist und ich will das Ding so nutzen, wie ich will. Auch ein paar Statuen ab und zu halt. Und noch ein paar Gegner. Zeitenhain, okay. Da ist ja jemand. Sturzflug! Die Landung könnte sanfter sein, da muss ich zugeben. Das ist irgendwie ein Jäger-Typ oder einer vom Forschungstrupp? Es leuchtet! Irgendwie vom Miasma hervorgerufene Krankheit. Ja. Leuchtet ein Winkelteil des Baums soll eine heilige Kraft besitzen, die die Miasma-Krankheit heilen kann. Hereinzufallen. Jetzt stirbst du. Ernsthaft schon wieder einer. Ich sage, ist alles voll hier unten. Naja. Er gibt uns ja auch neue Waffen, ne? Von dem her. Ist gar nicht mal so übel. Interessant finde ich ja von der Karte her. Ich will natürlich das Ganze hier aufdecken, aber nö. Dem ist nicht so. Ja, warte mal. Was ist immer falsch? Hier. Haben wir, glaube ich, vorhin schon gesehen.
Ich würde sagen, die beiden versuchen wir uns noch in der Folge zu machen, das und vielleicht nächste Folge und so. Weil ich würde da gerne einfach so ein bisschen ausbauen, ne? So Schritt für Schritt quasi. Denn ja, ich hab's lieber gerne ein bisschen heller, bevor ich mich da zu das andere wage. Sag jetzt mal. Warte mal, das Ding, was ich gerade gemacht habe hier, kann weg. Nein, nicht teleportieren. Zum Grünen. Ist dort irgendwie... Das riskiere ich jetzt mal. Die Wurzel ist da, ist mir klar. Ich wollte nur gerade gucken, ob dort irgendwie mit dem Gegner man dafür noch was machen kann. Nicht die Dinger. Ne, warte mal, wo sind die? Funke? Naja, weg zu semi-mäßig, ja. Ja, ich muss erstmal gucken, wie ich das Timing raus habe. Kommen wir zum Timing. Sag mal, springen aber heute aber auch immer nur falsch, wa? Lassen ja auch ein bisschen so nah an ihrem Fall, ne? Aber halt immer nur 1 pro. Naja, gut. Wenn du die ganzen Dinger farmen gehst, und die sagst, okay, mach mal die Viecher alle platt hier. Felsblockhammer. Waffentasche ist voll. Weil so ein Felsblockhammer schon ganz cool wäre. Denke ich mir gerade so. Dann gucken wir doch mal, was diese Dinge alles so drauf haben. Ne? Riesenleuchtsamen, okay. Genug einen Bogen. Also sagen wir mal so, da ist sicher so eine Option, wo man sagen könnte, also weil ich die Karte ein bisschen abgedeckt habe, von wegen, hey, wenn mal ein Blutmond da war, dass ich einfach mal offscreen ein bisschen Sonanium farmen gehe. Für eine halt möglichst komplette Batterieleiste. Also natürlich jetzt nicht, dass ich eine komplette Batterieleiste haben will, bevor wir weitermachen. Das natürlich nicht. Ich will einfach ein bisschen mal umgucken hier unten. Diesen hier jetzt mitnehmen, vielleicht eben auch das mit Koga. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Aber nicht übertreiben. Vorne ist unser Gerät noch. Noch ein paar von denen mit. Habe ich eigentlich dort unten noch ein paar gesehen, ne, von diesen Irrlichtern. Da oben ist auch jemand. Schönen guten Tag. Was darf es sein? Ein Soldatenschwert, so ein richtiges. Sag bloß, die Dinger hier unten sind gar nicht irgendwie vom Miasma zerfressen.
Das wäre natürlich geil. Logik, naja. Haltbarkeit plus plus. Den hätte ich natürlich trotzdem gerne eigentlich schnell aufgeladen werden. Das sind einfach 2 mickrige Soldatenschwerter. Dann Ding ist natürlich ein bisschen besser. Cool, dankeschön. Oh, das sind Irrlichter. Ich muss schon sagen, Tool und Richo sind eine große Hilfe. Klar kann ich mit Richo noch ein bisschen mehr machen. Mit ihren Blitzangriffen setze ich jetzt eigentlich zu selten ein, aber ich muss zugeben, da gefiel mir persönlich so die Kraft von Urbosa schon besser. Weil sie auch besser einsetzen konntest. Mit Richo wirkt es halt irgendwie so ein bisschen verkrampft, die einzusetzen. So, noch unser Fluggerät. Aber ja, ich meine, wir sind natürlich genug Sonanium haben für unser Vorhaben. Also quasi ja problemlos, ohne irgendwelche Hilfsmittel durch die Welt durchfliegen zu können. Oh, meine Güte, hey. Viel Spaß dabei, sage ich jetzt nur. So, die Wurzel war jetzt nicht allzu weit entfernt zum Glück. Wie unsanft ich hier immer aufsetze, wa? Ah, schon ein bisschen besser. Gut, es füllt zwar nicht die Herzen auf, aber es, naja. Immerhin so. Das geht natürlich auch. Wo ist die Markierung? Ich würde gerne einen scheiß Stempel wegnehmen. Markierung löschen. So, dann schnell zu der noch rüber. Dann würde ich, glaube ich, sagen, sind wir für heute soweit mal durch. Oh, ist mein Ding hin? Ah, hier. Also mit dem, was ich in der heutigen Folge machen wollte, sind wir soweit mal durch. Ja, ist gut da draußen, Alter, weil danach man irgendwie mit den Motorrädern und so. Um die Uhrzeit vor allem. Mhm. Das ist noch so ein Lager, hä? Das ist ein Lager voller Sonanium. Oh, wow. Und überall die Irrlichter. Da müssen wir natürlich auch gucken, wenn wir zurück sind beim Spähposten. Was es denn damit so auf sich hat. Was haben wir da vorne noch Schönes? Oh, wir können noch ein bisschen was zusammenbauen, wa? Ja gut, ich meine... Lenker natürlich hier keins, ist auch ein bisschen doof. Irgendwie nie. Lenkräder hier? Nö. Da vorne jetzt noch wieder so ein paar Gegner. Die ich noch schnell mitnehmen soll. Oh, da hält den gar nicht so lange. Aber ist offenbar sehr effektiv. Ja, spuck nicht so rum, ey. Guten Tag. Ja gut, es ging um den Gnadenstoßeffekt, da war ja klar. Da hieß es ja, oh, da ist ja krass bei dem. Womit schmeißt du denn nach mir?
Den geht's besser irgendwie. Also neue Bogen, den ich gerade aufgenommen habe, wa? Faszinierend, dass die irgendwie auch alle... Warte mal, nehmen mal so ein Teil. Oh. Moment, ich wollte gerade was sagen, aber weiß gar nicht mehr was. Egal. Irgendwas Unwichtiges. Das war aber nicht. Also, so würde theoretisch so Nanium-Farming funktionieren, ne? Oder eben natürlich macht es über zum Beispiel diese Frösche. Die bringen einem eigentlich auch noch verdammt viel Nanium, wie wir gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob die auch Großes gegeben haben oder nur Kleines. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Aber es ist natürlich auch schön, dass überall diese Felsbrocken haben hier oben liegen. Großes ja auch noch hier. Ich glaube, Freunde, das kann man so machen. Natürlich dauert das Farming trotzdem eine Weile, aber es ist halt so, shit happens. Aber ich glaube trotzdem, wenn du halt wirklich ein bisschen was aufgedeckt hast, also ein paar Posten hier hast und dann halt zum Blutmod abwartest, damit alles respawnen kann und du dann halt... Oh, da eine Blume. Und halt hier ein bisschen, ja, also ein bisschen abgehst. Das könnte also auch im Offscreen-Farming ganz gut funktionieren. Denke ich mal. Und hoffe natürlich auch zum Teil. Da vorne ist mein Boot, wa? Jo, perfekt. Und dann haben wir noch ein paar Dinge, die können, glaube ich, auf dem Rückweg einsammeln. Die Geisterseelen oder Irrlichter, whatever. Dann würde ich sagen, nächste Folge gehen wir nochmal ein paar der Dinger hier ab. Genau, die habe ich bereits markiert. Da können wir eigentlich mal hin. Hier theoretisch müssen eben auch noch vereinzelt ein paar Dinger sein. Hier vielleicht mal den Schatz holen, den Schatz vielleicht auch mal. Ob ich dann bereits in die Richtung hier rüber gehe oder aber mir sage, komm, jetzt wird es mal Zeit, hierhin zurückzukehren und da mal noch diesen Ines abzugeben. Am Spähposten. Das müssen wir mal gucken. Wäre es dann vielleicht auch ein bisschen an Zeit, wirklich wieder aus dem Untergrund rauszugehen, überall halt hier die Dinger zu suchen, die Höhlen. Also Höhlen in Anführungszeichen natürlich. Aber halt die Dinger zu suchen und dann von dort aus ein paar Wurzeln in der Nähe zu suchen. Oder hier zum Beispiel, also hier runterfliegen, hier die Wurzel aktivieren und so. Mir das ein bisschen zur Aufgabe zu machen. Einfach so zwischendurch zum Beispiel auch. Natürlich mitunter auch die Bosse Platz zu machen, und vor allem diese Frösche. Und so schönes Sonanium zu holen. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel wir jetzt überhaupt wieder haben. Wir haben jetzt schon 9 großen Sonanium, haben gar nichts eingesetzt dafür, wa? Vorhin hatten wir 3. Genau. Und irgendwie eins von diesen großen Dingen war bereits irgendwie hat bereits 3 gekostet. Insofern, und hier normal sind dann immer doch so viel. Also viel in Anführungszeichen, aber trotzdem. Ich brauche ja 100 Sonnenenergiekristall für eine Batterie, ja? So war das ja gerade. Aber es ist nicht so, dass ein Sonnenenergiekristall gleich an einem Sonaniumwerk, aber war irgendwie 3:1 Verhältnis oder so, war? Ja, wir können mal gucken. Ich glaube, wir machen nächste Folge noch ein bisschen Untergrund. Bisschen hier und da gucken, was da alles kaputt geht. Und dann, ich weiß auch nicht, ich glaube, ja, vielleicht wäre es mal cool, wenn ich von der Batterie, sage jetzt mal, 3 Stück oder so voll kriege. Also komplette. Weil jetzt habe ich ja 1/3 von der zweiten Batterie. Also quasi 3/3 und das mal 2 habe. Also 6/3 folge ich mit 2 ganzen Batterien. Bevor wir uns dann hauptsächlich wieder auf die große, weite Reise machen. Wir werden sehen. Gibt noch viel zu tun hier unten, hier oben natürlich, überall. Es ist einfach überall dasselbe. Aber jetzt zumindest man sieht was und es macht deswegen auch ein bisschen mehr Spaß.
Noch mehr Spaß ohnehin schon. Krass war. Warum sieht eigentlich der Himmel so seltsam aus? Eigentlich müsste. Na egal. Ich meine, wir sind unterirdisch, also der Himmel sieht irgendwie so aus. Egal. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.